D'Indépendant a schon gesot gin hokerecht op en Ersatzgehalt oder op Chômage partiell, wofir hier Situationun besonders schwierig ass. An Hai brächte man unbedingt eng Flexibilitätsregelung, die den Leid wirklich entschäden kann, helfe. Den Marc Spautz huet eng Motion deposiert an dem Sinn, dat d'Indépendant soll einen Ersatzgehalt kreieren. An die Proposition unterstütze mir zu 100%. D'Indépendant, dat wir nicht vergessen, à la base, Gio vun der Regierung forciert, hier Service op unbestimmten Zeit raufzufuhren oder zu anzustellen. Es kommt zum Deal bei ganz vielen Leuten gut kein Suen raus. Fixkächten, Loyeren, Präen, Ärnerläfen, Kächten können nicht gedeckt gehen. Das Soziale muss aber weiter bezahlt gehen. Der höchste finanzielle Minus geht immer mehr groß. Und nicht jederin hat genug Reserven, für davon können zu leben. Und das auch schon gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass verschiedene Entretemps 6 Monate am Chômage reell sind, nicht mehr schaffen können. Dazu kommt nach, dass die dürfen zeitweise abmachen. Zusätzlich Kosten hätte für die Hygienemaßnahmen, die die Regierung verlangt wird. Telefon geht ganz einfach nicht durch, für die Kosten zu decken. Sie kommen auch nicht sehr genug an, nicht an diesem Gesetz, auch nicht an anderen Gesetzen, sie kommen mit Verspätung. Anscheinend dürfte Chômage partiell vom Dezember bis noch immer nicht überwiesen. Den muss der Patron dann vierstrecken. Bref, das ist ein Text wie viel andere. Greift zu kurz und das zu wenig, an Hilfe sind zu los. Die Chambre de Commerce sieht mit Recht, dass am letzten Gesetz Montant für die Indépendants dérisoire wäre. Und auch los sind sie nach immer mehr. Sogar die Chambre des Salariés sieht, sie wären très faible. Das ist ein Projekt, gesagt, eine Entité unique für einen Platz, rekurrent Paymente, auch für die kommenden Monate. Wenn wir wissen, dass die Pandemie sich bis mindestens September des Jahres wird hinschläfen. Die Kommission Europäenne gibt erlauben, dass wir das Mesure geholt hätten bis Ende Juni 2021. Für was haben wir das nicht gemacht? Für was gibt bei Revenu professionell als Basis nicht die letzten 5 oder 10 Jahre geholt? Für was gibt Indépendant ausgeschlossen, die auf mehr wie 2,5 Mal den Mindestlohn kotisieren? Für mich ist das absurd. Die größten Kosten drohen, die am meisten leisten, die am meisten investiert haben, die am meisten an der Scheiße sitzen, die kriegen absolut gar nicht geholfen. Das ist einfach absurd. Ein maximalen Delay für Telefon auszubezahlen, müsste festgelegt gehen. Das ist ein Fall von Evaluieren. Weil sogar der Spatz an der Hand brauchen die Betroffenen Lohn. Und nicht an x Monate, wenn es zu spät ist. Trotz all diesen Insuffisanzen stimmen wir als RDR diesen Text, wie gesagt, und das für uns ein Minimis. Und wir stimmen ohne groß Begeisterung. Ich wollte Marc Spautz, merci, so dass ein speziell Lanz gebracht wird für den Horeska-Sektor, die mir persönlich besonders Herz leid. Und nur recht. Die Leute wollen kein Eden, sie wollen keine Indemnitäten, sie wollen keine Hilfen, sie wollen ganz einfach, sie wollen kein Almosen, sie wollen ganz einfach schaffen. Merkt doch die Betriebe nicht ab. Es gibt absolut keine Ursache, die Betriebe zuzulassen, indem man das solche politisch kann irgendwie begreiflich machen. Dem bezahlen sie ein Flasch Champes, beim Bistro nicht absehen. Und zum Stefanie Ormpin wollte ich sagen, sie sagt, Almosen wären eine traurige Message. Wenn man dann Ormpin die Almosen, sie für den Horeska-Sektor, aber für d'Indépendant eine traurige Realität. Ich so nicht merci.